Hallo alle Guten, willkommen bei einem neuen Borislav Sushi Video. Das ging ich an den Wasabi essen, den direkt hier an Drudas an ich war schon paar Mal hier. Ich weiß also, was mich erwartet. Mit das immer ein bisschen ähnlich, dass Hanno das Ganze analysieren und ein bisschen in Kritik darüber zu gehen. Also genug geschwärzt, komm, wir gehen mal bis ran. So ist aus dem Restaurant raus, das aber nicht denselben Tag, weil Ovis hat nämlich geregnet, für einen anderen Tag müssen den Schluss drehen. So, hallo, könnt ihr Analyse. Location! Die Location vom Wasabi ist wirklich ganz schön. Und dran wirklich ein kleiner Wasserfall, Hund an der Entree. Das ist wirklich alles schön dekorativ, asiatisch. Und zum Beispiel die noch nicht gesteuert von den Leuten, die ran und rausgehen und vielen nicht richtig voll waren. Zu der Location, da geht es klar einen Daumen hoch. Zu der Essenskarte sind da zwei, eine Hauptkarte, wo alle guten Menüs dran sind, und verschiedene andere Sachen, wie zum Beispiel Dim Sum, und so eine Einzelkarte, wo nicht mehr Sushi drauf sind, aber die sehen irgendwie so zusammengeflickt aus und zusammengebastelt. Und das wäre mal Zeit, dass da mal eine richtig schöne Karte für investieren. Vom Menü habe ich mir den Tokyo rausgewählt gehabt, die nur 50 € kostet, 43 Piècen bestanden heute aus Maki, Kalifornien-Rollen, Nigirien, mit ein bisschen Tempura dran. Wenn ihr das so rechnet, dann sind das 1,16 € Pièce. Der Service am Restaurant war wirklich null, aber so etwas von. Das ist schon nicht die erste Kehr, wo ich da war, und das all Kehrs dasselbe. Die Serverin, die sind erstens unfreundlich, also so nicht motiviert, am Platz einfach nur zu sagen, hey, ich bin froh, dass du an mein Restaurant essen kannst. Da sind sie halb depressiv und da freuen sie sich wirklich, was das kannst du. Da kommen sie zu 3, zu 4, all Kehrs immer dasselbe fragen, ob sie den Command schon gemacht haben. Und was das Schlimmste bei der ganzen Sache ist, von nicht mal, dass sie hier Karten nicht kennen und dass sie dann all Kehrs müssen zurück bei den Chef holen und so. Und was ist dann das? Da kommen sie rum und das ist aber nicht den nächsten Tag, wo sie durchschaffen und sie kennen Karte noch einmal nicht. Aber ich kann mich wirklich stundenlang über den Service abregen, mit jedenfalls sogar das Klar und Daumen unten. Ich habe schon ein bisschen warten, bis mein Sushi serviert kaufen. Aber die Präsentation von den Sushi, die war richtig schön. Ich habe Mengen an einem Hangiri gekriegt gehabt und die anderen Leute, die haben alle guten auf einer Schieferplatte gekriegt. Schön präsentiert, das war wirklich top und da geht es einen Daumen hoch. Die Qualität von der Sushi war wirklich genial gut. Der Fisch war frisch, der Reis war gut nicht so schlecht. Boah, das war nicht den extravagant gut, ganz gut, wo du kannst so und so, wow, die nicht schon Abfälle gelöst. Das war so der Standard gut von Sushi-Reis, aber wirklich, war ganz frisch, super, ein Daumen hoch. Konklusion! Ich will euch das Restaurant rekommandieren, ganz ehrlich. Es gibt andere Restaurants, die für den Preis viel mehr kreativ Sushi machen. Und da hat wirklich etwas für suchen, weil hier habe ich mich wirklich so ein bisschen verarscht gefühlt. Es war viel zu viel teuer und es war nicht mehr Basis-Sushi, nicht mehr Ingredienten, die relativ, sagen wir mal, billig sind. Und von der Kreativität hier war es null. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich freue mich schon auf die nächste Kehr von der Tisch Borislav Sushi, wenn ich euch mal ein Restaurant holen. Für dieses Video hier, denkt dran, schreibt mir ruhig eine Meinung und Kommentare hier drin. Ich freue mich schon auf die nächste Kehr. Bis dann. Ciao.